In meinem Video mit dem Titel Die Verbannung von Konrad Wein sprach ich über die Doppelmoral, dass die Michigan-Konferenz Konrad Wein aufgrund seiner Äußerung bezüglich Pfarrkirche und Zehntenumverteilung von ihren Kanzeln verbannt hatte. Das, obwohl er von einer zukünftigen Möglichkeit sprach, wenn wir als Kirche, also die GK, zukünftig Entscheidungen gegen die Gewissensfreiheit der Mitglieder treffen sollte. Obwohl er lediglich von einer Möglichkeit unter bestimmten Umständen in der Zukunft und bestimmt nicht jetzt und sofort sprach. Als Beispiel, weil man ihm vorwirft, dass er damit gegen unsere Richtlinien als Kirche verstoßt, habe ich die Umverteilung von Zehnten in den Jahren 2008 bis 2017 der GK genommen. Als die GK sich für eine einmalige Abweichung ihrer Arbeitsrichtlinien entschieden hatte, damit sie in diesem besonderen Falle diese Summe direkt empfangen konnte. Nun wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass mein Video den Eindruck hinterlassen kann, die damalige Entscheidung der GK in ein falsches Licht zu rücken. Daher möchte ich all denjenigen, bei denen ich möglicherweise diesen Eindruck hinterlassen habe, folgende Informationen, die mir ein Bruder, der selbst einmal Schatzmeister war, weitergeben. Es ist so, dass der GK-Ausschuss in außerordentlichen Situationen nach Statuten entscheiden muss, wo keine GK-Versammlung entscheiden kann. Und das hier war auch so eine Situation. Dieses Geld wäre sonst in eine Vereinigung geflossen, was völlig ungerecht und ungerechtfertigt gewesen wäre. Überdies stammte das Geld von einer Firma. Also verteilte die GK das Geld auf die ganze Welt und auch die Schweizer Union hat davon erhalten, aber besonders auch die bedürftigen Felder. Dies wurde auch von der Revisionsfirma GCAS gutgeheißen und ich sage dir aus Erfahrung mit ihnen, die sind mehr als pingelig. Ich wäre froh, wenn du das berichtigen würdest. Also so viel zum Hintergrund dieser einmaligen Abweichung. Ich möchte gern betonen, dass es mir nicht darum ging, die GK in ein schlechtes Licht zu rücken oder dass ich daran gezweifelt habe, dass diese Mittel richtig verwendet wurden. Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass in diesem besonderen Fall eine Abweichung von den Arbeitsrichtlinien der GK gemacht wurde, was normal nicht der Fall ist, was der ehemalige Schatzmeister der nordamerikanischen Division in dem Videoausschnitt auch so erklärt. Also noch einmal. Ich habe nirgends davon gesprochen, dass diese Summe irgendwie falsch verwendet wurde. Auch wollte ich nicht solch einen Eindruck hinterlassen. Ich wollte es nur als Beispiel nehmen und darauf hinweisen, dass in diesem besonderen Fall eine Abweichung der Richtlinien beschlossen wurde, was ja so, wie der Bruder es mir geschrieben hat, in diesem besonderen Fall auch einen Sinn ergibt. Mir ging es einfach darum, dies als Beispiel zu nehmen, dass hier eine Abweichung der Arbeitsrichtlinien akzeptiert wurde im Vergleich zu dem, was die Michigan-Konferenz Konrad Wein vorwirft, nämlich der Vorwurf, er würde dazu aufrufen, Zehnten umzuverteilen, obwohl er lediglich von einem möglichen Szenario in der Zukunft sprach. Ich hoffe, ich konnte damit mögliche Missverständnisse aus dem Weg räumen und danke dem Bruder auch für die zusätzlichen Hintergrundinformationen. Gottes Segen euch.